Ich freue mich sehr, dass ich auch mit in die Jesus-Serie starten darf. Das ist so etwas Gutes. Ich habe mich so gefreut. Wir sind seit 2 Wochen, es ist der 3. Sonntag, unterwegs mit der Jesus-Serie. Und vielleicht spürst du das. Roland Hartmeier hat zweimal über Jesus gepredigt und wir sind so richtig am Kern vom Christentum und am Kern vom Evangelium. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es so cool, können wir einfach auf Jesus schauen, ihn betrachten und werden so auch verwandelt in sein Bild, in das, wie er ist, was er wirkt unter uns. Und wenn ich von Jesus spreche, als erstes kommt mir in den Sinn, was Jesus für mich getan hat, wie er am Kreuz für mich gestorben ist, für meine Schulden, für meine Sünden, für das, was ich schlecht gemacht habe. Er hat sein Leben für mich gelassen, so etwas Unglaubliches. Und wenn ich manchmal ein bisschen ins Schwärmen komme, dann ist das einfach, weil ich überwältigt bin von dem, was Jesus für mich getan hat. Und wenn wir über Jesus sprechen, dann ist es ja nicht so, dass wir über eine Sache sprechen oder über eine Lehre, über eine Religion, sondern reden wir über eine Person, über Gott selber, der uns so viel bedeutet, den du vielleicht auch schon so persönlich kennengelernt hast. Wir sprechen über eine Beziehung, wenn wir jetzt heute hier sind, ja, dann sage ich, was mich bewegt und sage so, hey, Jesus ist auch für mich am Kreuz gestorben. Er hat auch für mich sein Leben gegeben. Und wir können zusammen so richtig ins Schwärmen kommen für das, was Jesus getan hat, für mich, für uns. Für diese Beziehung, die wir mit ihm haben dürfen. Und es ist so etwas Tolles, dass wir einfach auf ihn schauen können. In dem Lied, das wir haben zu dieser Jesus-Serie, Behold him, einfach ihn betrachten. Jesus betrachten, auf Jesus schauen, den Blick auf ihn richten und uns anstecken und begeistern lassen von dem, wer er ist, was er tut und was er auch für uns getan hat. Und wir sind da ja mit dem Roland Hartmeier so richtig zum Kreuz hingegangen, wie Jesus am Kreuz gestorben ist für uns, wie er Sühne geleistet hat. Das heißt, er hat für uns bezahlt. Und wir möchten heute einen Schritt weitergehen. Jesus ist nicht am Kreuz geblieben, sondern ist auferstanden. Und wir wollen zusammen einen Bibeltext lesen, Johannes 20. Jetzt brauche ich auch meine Bibel noch dazu. Sie liegt dort auf dem Stuhl. Wir wollen einen Text zusammen lesen in unserem Fundament in der Bibel. Wer die Bibel dabei hat, kann gerne auch mit aufschlagen. Es ist in Johannes 20 oder du kannst auch hier vorne mitlesen. Wenn du zu Hause bist im Livestream oder später schaust, kannst du kurz Pause drücken und deine Bibel hervorholen. Selbst wenn sie verstaubt ist auf dem Gestell, lohnt es sich, diese mal hervorzuholen und mit aufzuschlagen. Wir sind an einem ganz speziellen Punkt hier und ich lese ab Vers 19, Kapitel 20 im Johannesevangelium, Vers 19. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche. Und ich bleibe gleich mal hier stehen, weil wir müssen uns zuerst vergegenwärtigen, um was für einen Tag handelt es sich denn hier. Es wird so speziell betont, am ersten Tag der Woche. Es muss ein spezieller Tag sein. Und wenn wir das ganze Kapitel lesen oder diesen Abschnitt, wird klar, dass es der Auferstehungstag ist. Der erste Tag der Woche, an dem Jesus wirklich auferstanden ist. Ein überraschender, ein gewaltiger Tag, den der ganze Lauf der Geschichte der Welt verändert und geprägt hat. Und wir sind am Abend. Wir lesen, wie am Morgen die Frauen ganz früh zum Grab gegangen sind, weil sie wollten den toten Leichnam von Jesus einbalsamieren, dass der fein riecht, fein schmeckt, so wie man das damals gemacht hat. Und war der Stein weg, und das Grab war leer und die Frauen sind verschrocken. Und dann kam der Engel und später begegnet Maria von Magdala Jesus selber. Dann später noch die anderen Frauen. Einige Jünger sind zum Grab gerannt und dann wieder zurück. Die haben Jesus noch nicht gesehen. Und dann in der Begegnung noch mit Jesus und Maria von Magdala sagte er ihr, jetzt geh du zu den Jüngern und erzähle denen, dass ich lebe, dass ich auferstanden bin, wahrhaftig. Und Maria ist wahrscheinlich sofort hingegangen und hat es den Jüngern erzählt. Und jetzt sind wir eben da an diesem Abend dieses außergewöhnlichen Tages. Und wir fragen uns ja, diese wunderbare Botschaft, die wir selber auch immer wieder hören von Jesus, vielleicht ist das dir auch so richtig zu Herzen gegangen, was Roland Hartmeier erzählt hat an den letzten 2 Sonntagen. Du hast von dieser Nachricht gehört oder vielleicht sagst du auch, ja, ich kenne Jesus gar noch nicht so genau und ich will ihn aber besser kennenlernen. Ich will mal schauen, was hat es mit diesem Jesus auf sich. Du hast von dieser Nachricht gehört.
Was machst du jetzt damit? Was machten die Jünger damit, als diese Maria gekommen ist? Und es ist interessant, wie wir weiterlesen, die haben nicht eine Party veranstaltet, sondern es heißt dann, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden. Also ich stelle mir die Situation so vor, dass die Jünger dort waren. Ja, da kam eine Nachricht und dann, was machen wir jetzt mit dem? Stimmt das überhaupt? Vielleicht so eine Atmosphäre auch von Zweifel. Ich kann mir vorstellen, wie der eine oder andere da gesessen hat und gedacht hat, ist das wirklich wahr? Ist Jesus jetzt lebendig geworden? Ja, wieso kommt er nicht zu uns? Wieso erzählt einfach die Maria von dem und wir sehen ihn gar nicht? Und dann weiter auch die Angst. Angst vor den Juden. Hey, wenn die Juden den Jesus an Kreuz genagelt haben, wir gehören ja auch zu Jesus. Als nächstes sind wir dran. Besser, wir bleiben hier hinter den Türen eingeschlossen. Die haben so quasi eine Selbstisolation gemacht, aus anderen Gründen als jetzt wir in unseren Tagen heute. Und ich stelle mir so vor, wie sie da zusammengepfercht sind und merke, hey, oft geht es uns doch genauso. Wir sitzen da, wir ziehen uns zurück, wir schließen uns ein. Vielleicht hast du dich ja ganz wohl gefühlt in den eigenen vier Wänden, jetzt auch in den letzten Wochen. Man muss nicht so viel rausgehen, man kommt nicht so in Kontakt mit anderen Menschen und man hat auch seine eigenen Glaubenszweifel, vielleicht ganz ähnlich wie die Jünger. So, ist das wirklich passiert? Wo ist denn der Jesus? Wieso sehen wir ihn nicht? Ist er wirklich leibhaftig auferstanden? Aber auch Ängste. Ja, kennst du das vielleicht auch, wenn ich irgendwo mit anderen Menschen zusammen bin bei der Arbeit? Oder in der Schule oder wo auch immer und ich erzähle ihnen von Jesus oder was Jesus für mich bedeutet. Oder dass ich am Sonntag in der Kirche war, etwas so ganz Natürliches und die anderen Leute denken, eine Kirche, machen einen dummen Spruch und du hast Angst davor, dass man das sieht, dass du zu Jesus gehörst. Du schließt dich lieber ein in deiner bequemen Stube zu Hause, deinem bequemen Ort, wo du bist, auf deinem Sofa. Netflix hatte ganz viele Stunden, wurde das geschaut jetzt in der ganzen Zeit und ich weiß nicht, was du gemacht hast. Es gibt so viele Momente, wo wir uns einfach zurückziehen und uns wohlfühlen auf unserem Sofa, in unseren eigenen vier Wänden, am liebsten vielleicht die Tür verschlossen, weil es gibt ja da draußen andere Menschen, die das Ganze mit Jesus nicht so toll finden. Also ich kann mich hier irgendwie ganz gut mit diesen Jüngern identifizieren. Und ich denke an dieser Stelle auch, hey Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, wieso schreibst du nicht ein bisschen heldenhafter, hey, ihr Jünger, das müssen Helden sein, starke Männer, die irgendwie, weiß auch nicht, was für Dinge vollbringen. Und da schreibt er auch so, ganz ehrlich, hey, wir haben uns eingesperrt, weil wir Angst hatten. Ich denke, hey, die Jünger müssen doch Helden sein. Aber nein, es steht hier so einfach ganz ehrlich und authentisch. Und ich finde das so etwas Wunderschönes an der Bibel. Wenn wir da lesen, dann begegnen uns ganz ehrliche Geschichten, wie der Johannes einfach erzählt, wie sich die Dinge zugetragen haben. Für mich ist das etwas, das die Bibel so richtig glaubwürdig macht, weil wir sehen nicht etwas herausgeputzt, wunderschön, heldenhaft dargestellt oder so, sondern ein ganz ehrlicher Bericht, wie es sich zugetragen hat. Ich meine, der hat das ja selber über sich geschrieben, wir hatten Angst, wir haben es uns versteckt. Wir haben Türen zugeschlossen. Und wir dürfen das einfach lesen und merken, hey, vielleicht, also ich gehöre auch nicht zu den Helden, vielleicht du schon, aber manchmal geht es uns doch gleich wie den Jüngern. Und wir denken, hey, ich bin ein ganz normaler Mensch. Und dann lesen wir weiter. Also wir sind da am ersten Tag, dieser Auferstehungstag, am ersten Tag der Woche und die Jünger sind da, aber irgendwie ein verängstigter Haufen, der sich eingeschlossen hat. Unsicher. Zweifelnd vielleicht, die sich fragten, zu was bin ich überhaupt nütze. Und dann passiert etwas. Wenn wir jetzt weiterlesen, heißt es da, dann kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen. Also zuerst einfach mal das Wunder, das hier passiert. Jesus ist plötzlich in ihrer Mitte erschienen. Er war plötzlich mitten unter ihnen, eigentlich wahrscheinlich durch die verschlossenen Türen ist er so plötzlich da, mitten im Kreis von ihnen. Und was mich ermutigt ist, Herr Jesus weiß, dass wir uns manchmal zuschließen. Aber Jesus kommt genau da, mitten zu uns, in unser Leben, mitten zu uns an den Ort, wo wir sind. Das ist so typisch für Jesus. Er sucht unsere Nähe. Und ich frage mich aber in dem Moment, was haben die Jünger da gedacht wohl? Wahrscheinlich hatten die einen immer noch Angst. Oh, jetzt kommt Jesus.
Und ich bin auch davon gelaufen, als er am Kreuz hing. Oder der Petrus, ich habe ihn 3-mal verleugnet. Was sagt er jetzt zu mir? Wahrscheinlich nicht irgendwie übersprudelnde Freude. Vielleicht hast du manchmal auch so Momente, wo du Angst hast vor der Begegnung mit Jesus, weil du denkst, hey, was ich gemacht habe, was ich getan habe, wie ich davon gelaufen bin. Ich weiß nicht, ob da Jesus so Freude daran hat. Und dann ist es spannend, Jesus spricht zu ihnen. Was sagt er jetzt? Tadelt er sie? Ja, ihr seid alle davon gelaufen, mit euch kann man nichts anfangen. Er sagt etwas ganz Spannendes an dieser Stelle. Er sagt, Friede sei mit euch. So etwas Gewaltiges. Und Jesus meint ja nicht einfach so ein Friede, ja, wenn man kurz streitet, dann macht man wieder Friede. Sondern wenn Jesus von Friede spricht, meint er einen tiefen Frieden. Ein Frieden, den er selber gerade am Kreuz erst möglich gemacht hat. Ein Frieden mit Gott. Ein Frieden für die Seele, der über die irdischen Umstände hinausgeht. Und Jesus kommt und sagt, hey, ihr habt Angst. Vielleicht habt ihr Zweifel. Ihr sperrt euch ein. Und jetzt komme ich und Jesus bringt einfach Frieden. Frieden. Und das wünsche ich mir auch für uns, dass wir diesen Frieden von Jesus haben. Vielleicht kennst du auch so die Situation mit kleinen Kindern. Erinnern wirst du dich selber nicht, als du klein warst. Aber bei unseren 3 kleinen Kindern ist es oft so, dass sie in der Nacht manchmal einfach schreien oder irgendetwas haben und dann rufen und es ist ihnen nicht mehr wohl. Und dann gehe ich zu ihnen oder meine Frau geht zu ihnen, wir stehen in ihrem Bett, halten vielleicht die Hand auf ihre Schulter und sagen, es ist alles gut. Schau mal, ich bin doch da. Und für die kleinen Kinder ist das noch das Beste, wenn das Mama oder Papa endlich da ist. Und genauso ist es bei Jesus. Er kommt, er legt vielleicht sogar dem einen oder anderen Jünger die Hand auf die Schulter und sagt, hey, ich bin doch da, Friede mit euch. Es ist alles gut. Und das wünsche ich mir für uns, dass Jesus auch in unsere Mitte kommt und seinen Frieden bei uns hereinbringt. Jesus kommt nicht und bringt Verurteilung. Jesus bringt nicht und bringt Vorwürfe, sondern bringt Vergebung. Er bringt Frieden. Und das ist auch seine Einladung für uns. Das verändert in diesem Moment alles. Und wir möchten zusammen jetzt auch beten, dass Jesus in unserer Mitte ist und diesen Frieden in unsere Herzen ausströmen lässt. Jesus, danke, dass du dasselbe bist, damals wie auch heute. Danke, Jesus, bist du da in unserer Mitte. Wir sehen dich nicht, aber du bist gegenwärtig, weil wir in deinem Namen versammelt sind. Und Jesus, du kommst mit deinem Frieden. Lass uns deinen Frieden immer wieder neu erfahren und tief in unsere Herzen aufnehmen. Amen. Es ist mein Wunsch, dass wir wirklich von diesem Frieden überwältigt sind. Auch wenn wir wieder singen, Behold him, betrachte Jesus, dass wir diesen Frieden sehen und spüren in uns drin, den Jesus bringt. Und wir lesen da weiter, was alles passiert. Wir können jetzt ja denken, ja gut, jetzt sind die Jünger da und so weiter, aber offensichtlich ist noch nicht so richtig Freude aufgekommen. Das heißt da ab Vers 20, und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Endlich. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Jetzt, endlich, waren die Jünger so richtig froh. Ich habe mir überlegt, was ist der Grund, dass sie jetzt froh waren an dieser Stelle? Und sind mir so 2 Dinge in den Sinn gekommen. Das erste, sie haben jetzt Jesus gesehen mit seinen Wundmalen. Da sind seine Hände durchbohrt. Da ist in seiner Seite diese Wunde von dem Speer, der hereingestochen wurde. Und sie merken, hey, das ist ja wirklich Jesus. Der ist ja wirklich auferstanden. Er ist ja wirklich leibhaftig hier. Es ist ja wirklich wahr. Und es ist eine gute Botschaft auch für uns. Jesus ist wirklich leibhaftig auferstanden. Er steht da mit seinen Wundmalen und wir dürfen wissen, Jesus hat den Tod besiegt. Und das ist so das, als die Jünger das gemerkt haben, ich glaube, das ist einer der Gründe von der Freude, die da plötzlich aufgekommen ist. Und dann der andere Grund, sie haben seine Wundmale gesehen. Und das ist ja noch eine spannende Frage, hey, wie kommt das? Jesus ist auferstanden. Jesus hat einen neuen Leib bekommen. Einen neuen Leib, der uns auch einmal verheißen ist. Im 2. Korinther 5 schreibt Paulus, dass dieser neue Auferstehungsleib, den wir einmal erhalten werden, dass es keine Krankheiten mehr gibt, dass es kein Leiden mehr gibt, dass er perfekt ist, ein ewiger Leib.
Und Jesus hat diesen Auferstehungsleib schon in dieser Situation. Ich frage mich, ja, wieso hat es denn da diese Wundmale? Das ist nicht so perfekt. Hat irgendwie Gott hier etwas falsch gemacht? Hat er vergessen, diese Wunden zuzuschließen? Und was ist hier passiert? Was hat es mit dem auf sich? Und es ist ganz spannend, dass das so bewusst steht, Jesus hat diese Wundmale an sich und es gehört zu seinem perfekten Auferstehungsleib, von seinem neuen Körper, den er so erhalten hat, als erster von allen. Und es ist ganz spannend, wenn wir die Bibel hier betrachten, dann merken wir, dass das Zeichen sind des Friedens von Jesus, den er bringt, und Zeichen des Sieges, den er errungen hat am Kreuz. Und an dieser Stelle lohnt es sich, einen kurzen Blick in die Offenbarung hineinzuwerfen, weil in der Offenbarung wird dieser Jesus beschrieben, in Offenbarung 5, dass er wie ein Lamm ist, das geschlachtet ist. Also wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir diesen Jesus, der am Kreuz gelitten und geopfert wurde. Wir sehen den Jesus, der die ganze Schuld von uns Menschen auf sich genommen hat. Offenbarung 5, Vers 6, ein Lamm wie geschlachtet. Und dann lesen wir, wie eine ganze Schar von Anbetern dort steht, von verschiedenen Wesen, und die beten diesen Jesus, dieses Lamm an. Und ab Vers 9 heißt es dann, und sie sangen ein neues Lied, du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Und dann heißt es über Jesus, denn du bist geschlachtet. Wieso? Und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. Wenn wir Jesus anschauen mit seinen Wundmalen, dann sehen wir nicht etwas Unperfektes, sondern wir sehen den perfekten Sieg, den er errungen hat am Kreuz über Sünde und über den Tod. Und es ist so gut, wenn wir in Jesus auch dieses geschlachtete Lamm sehen. Wenn wir singen zusammen, auch in diesem Lied Behold Him ist so eine Zeile, Jesus, Lamb of God. The Lamb, das Lamm, das ist dieser Blick auf Jesus. Schwach, voller Leid am Kreuz. Und dann heißt es aber auch weiter, er ist auch der Löwe, weil er hat gesiegt. Ein Bild für den Sieg. Es heißt auch dann in Offenbarung 5,5, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Auch der Zeichen vom Sieg ist da. Deshalb auch das Bild vom Löwen. Und jetzt sind da die Jünger und sie merken, dieser Jesus ist hier und er hat den Sieg errungen. Er ist wirklich am Kreuz gestorben und hat dort gelitten für meine Schuld, für meine Sünden. Man sieht es an ihm. Es ist wirklich wahrhaftig so, ja, es ist Vergebung möglich. Er hat alle Schuld getragen. Und es ist so, sicher so ermutigend für die Jünger in diesem Moment, hey, der Sieg ist wirklich geschafft. Die Vergebung, die Versöhnung mit Gott, von der Jesus immer gesprochen hat, es ist jetzt wahr geworden. Und in dem Moment werden die Jünger so richtig froh und Jesus sagt nochmals, Friede sei mit euch. Vielleicht kennst du auch so den Moment, wo du über Jesus nachdenkst, ihn betrachtest und plötzlich merkst, hey, was er getan hat für mich. Wow, es ist ja wirklich wahr. Es stimmt ja wirklich. Er hat auch meine Schuld getragen. Und so diese Freude, die in dich hineinkommt. Wir lesen weiter, was da geschieht in dieser Begegnung mit Jesus, mit dem Auferstandenen. Und jetzt kommt dieser Satz, der begeistert und fasziniert mich. Weil an dieser Stelle hätte ich ihn niemals erwartet. Als nächstes sagt Jesus zu ihnen, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also jetzt können wir fragen, okay, da ist da dieser Haufen von Jüngern, Angst, eingesperrt, zurückgezogen. Und jetzt kommt Jesus zu ihnen und sagt, Friede sei euch, ich habe ja für euch alles gemacht. Dann frage ich mich, ja, zu was sind die Jünger dann überhaupt fähig? Das ist so mein erster Gedanke. Und Jesus gibt ihnen einen gewaltigen Auftrag. Er sendet sie. Und zwar nicht irgendwie, sondern genau gleich wie er gesandt wurde. Und als nächstes frage ich mich, ja, okay, die Jünger werden da gesandt. Aber das gilt ja auch mir. Ich bin auch ein Jünger von Jesus. Es ist ja nicht hier, Jesus sagt, ja, du und du Apostel und du Petrus, ihr werdet gesandt, die anderen, die sind nicht fähig dazu. Sondern wir lesen, dass die Jünger zusammen waren. Man kann gut uns vorstellen, dass zum Beispiel auch Maria da war und andere Jünger, die Jesus nachgefolgt sind. Sicher sind auch nicht alle von den 12 da gewesen, weil Thomas kommt erst später hinzu zum Beispiel.
Und Jesus sendet alle. Er sendet dich und er sendet mich. Und das finde ich schon faszinierend. Vielleicht hast du auch Zweifel manchmal. Vielleicht sperrst du dich auch gerne ein, ziehst dich zurück. Und trotzdem, Jesus kommt und sendet mich und sendet dich. Und nicht irgendwie einfach einmal etwas Kleines zu machen, sondern mit einer riesigen Mission. Er sagt, genau wie mich der Vater gesandt hat. Wir sehen hier an diesem Vers so einen Wesenszug Gottes, dass er gerne sendet, und zwar zu den Menschen hin. Gott sendet Jesus Christus. Jesus Christus sendet uns. Und wenn wir jetzt dieses Wie mal anschauen, wie sendet er uns, wie er gesandt ist, was bedeutet das? Wir könnten jetzt hier einige weitere Predigtserien darüber machen, wie denn die Sendung von Jesus aussieht. Da könnten wir die ganzen Evangelien lesen und all die Prophezeiungen im Alten Testament und so weiter. Aber einfach schon mal ein kurzer Blick in das Johannesevangelium zeigt uns einige dieser Sachen. Als erstes sendet uns Jesus zu den Menschen, weil Jesus auch zu den Menschen gesandt war. Und besonders zu denen, die den Arzt nötig hatten. Wir lesen in Johannes 13, wie Jesus gesandt war, in Demut zu dienen. Johannes 14, Jesus sagt, ihr seid gesandt und werdet noch größere Werke tun, als ich getan habe. Johannes 15, Jesus sagt, ihr seid gesendet, um Frucht zu bringen, um eine geistliche Frucht, die bleibt in Ewigkeit. Auch Johannes 15, ihr werdet gesandt, um Zeuge von mir zu sein. Johannes 17, das ist ganz spannend, dort betet Jesus für die Menschen, die zum Glauben finden, durch diejenigen, die ihnen davon erzählt haben. Also er betet da nicht nur für die Jünger, quasi, hey, ich bete jetzt für euch, sondern er betet für all die Menschen, die nachher zum Glauben kommen und sagt, das macht eure Sendung aus. Und wir können jetzt hier noch einiges weitermachen, aber das ermutigt mich, hey, Jesus sendet die Jünger aus, die nicht zu den Helden gehören, mindestens in diesem Moment nicht. Er sendet auch uns aus, so wie wir sind, aber mit einem absolut ehrenvollen Auftrag, dem Besten, den es eigentlich gibt. Und ich frage mich, wie kann das möglich sein? Wie können wir das schaffen? Das geht doch nicht. Ich meine, okay, es hat sicher einige Helden hier, aber ich zumindest, ich frage mich, wie kann ich das machen? Wie kann ich so eine Sendung, wie Jesus gesandt ist, Mann? Stell dir mal vor, das geht doch nicht. Und deshalb ist es, das hat Jesus hier auch gewusst, und deshalb ist es so gut, wenn wir weiterlesen im Vers 22, da macht Jesus nämlich etwas ganz Spannendes. Und als er das gesagt hatte, blies oder hauchte er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Also Jesus war da und hat die Jünger gesehen und hat gesagt, hey, ihr seid nicht allein in diesem Auftrag. Es ist nicht etwas, was irgendwie Menschen möglich ist, was man mit ein bisschen Anstrengung hinkriegt, sondern es geht nur mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und er blies sie an in diesem Moment, so wie ein erster Samen, den er gesetzt hat. Und wir wissen, dass in der Apostelgeschichte dann am Pfingsten dieser Heilige Geist so gekommen ist und sich wirklich ausgegossen hat. Und die Jünger sind dann hingegangen und diese Sendung hat so richtig begonnen zu dem Zeitpunkt. Also ist so der Moment, wo Jesus sagt, hey, jetzt beginnt etwas Neues. Und es ist ganz interessant, wenn wir diesen Text betrachtet, er blies sie an oder er hauchte sie an, dann wird hier etwas von dieser neuen Schöpfung sichtbar. In der altgriechischen Übersetzung vom Alten Testament gibt es eine einzige Stelle, die genau gleich mit dem gleichen Wort vom Anblasen oder Anhauchen übersetzt wird, nämlich ganz am Anfang der Bibel, als Gott den Lebensatem dem Menschen einhauchte. Und genau diese Formulierung wird hier wieder genommen und Johannes sagt quasi damit, jetzt passiert etwas Neues. Ein neues Leben kommt in euch hinein. Eine neue Schöpfung beginnt, eigentlich eine neue Weltordnung. Und ihr seid ein Teil davon. Deshalb seid ihr gesandt. Weil ihr seid nicht mehr dieselben. Ihr gehört jetzt zu Gott, ihr seid Kinder Gottes. Ihr habt den Heiligen Geist. Deshalb sende ich euch. Deshalb könnt ihr hingehen. Etwas Neues passiert. Ganz spannend, wie hier so diese neue Schöpfung eingeflochten wird in diesen Text. Und wenn wir jetzt weiterlesen, präzisiert Johannes diese Sendung auch noch, oder Jesus, der das gesagt hatte. Und im Vers 23 heißt es dann, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen.
welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Wenn wir jetzt das lesen, dann wird sofort klar, es geht nicht darum, dass wir als Christen die Macht hätten, Sünden zu vergeben. Aber wir dürfen das den anderen Menschen zusprechen. Also die Bibel macht ganz klar, dass Gott der Einzige ist, der Sünden vergeben kann. Aber es zeigt, wozu wir gesandt sind. Wir sind gesandt, um anderen Menschen zu erzählen oder weiterzugeben, diese frohe Botschaft, diese Tat, die am Kreuz getan hat, diesen Namen Jesus, das Evangelium, was eigentlich nichts anderes heißt als frohe Botschaft, das dürfen wir weitergeben. Und wenn jemand diese Nachricht von Jesus hört und sie annimmt und sagt, doch, ich will das glauben, ich will Vergebung für meine Schulden, dann dürfen wir zusprechen. Und es hat Geltung, hey, Jesus vergibt dir deine Sünden. Es gilt jetzt für dich in diesem Moment. Ich mag mich gut erinnern, als ich jemand von meiner Jugendgruppe früher zum Glauben führen durfte. Das war so ein schöner Moment. Und wir sind zusammen da gesessen und ich habe dann gesagt, wir haben vorher über die 10 Gebote gesprochen. Ich habe gesagt, okay, du willst dein Leben Jesus geben, dann bitte ihn um Vergebung von all deinen Sünden. Geh mal die 10 Gebote für dich durch und bitte Jesus um Vergebung von allem. Und er hat dann das gerne gemacht, aber für sich im Stillen. Und es war dann eine Weile lang still. Und nachher, als das vorbei war, konnte ich ihm zusprechen, Herr Jesus hat dir vergeben. Es gilt. Das war so ein schöner Moment. Und seine Mundwinkel sind bis zu den Ohren hochgegangen und meine auch in diesem Moment. Das war so etwas Schönes und Gewaltiges. Jesus vergibt so gern und alles. Das ist diese frohe Botschaft und wir dürfen das einander zusprechen. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass du mit jemandem gebetet hast und gesagt hast, hey, ich muss eine Schuld bekennen, ich muss das vor Gott ablegen. Und du durftest erfahren, wie die andere Person dir zugesprochen hat, es ist dir vergeben. Und wenn man das hört, das tut so gut. Es ist aber auch der andere Teil, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Ich glaube, es ist ganz gut, auch an dieser Stelle hinzuschauen. Was bedeutet das? Wenn jemand diese Botschaft hört und sie nicht annehmen will, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir dann ehrlich sind und nicht sagen, ja, Gott hat sowieso alle lieb, irgendwie kommt am Schluss schon alles gut. Sondern dass wir sagen, hey, es ist deine Entscheidung. Du darfst das machen, aber deine Sünden sind dir dann nicht vergeben. Die bleiben dann. Es ist so ehrlich, wenn wir das auch sagen dürfen. Die Trennung zu Gott, die bleibt dann. Eigentlich etwas sehr Trauriges. Und zwar die Trennung mit Gott bis in alle Ewigkeit. Manchmal haben die Leute so Mühe, wenn wir über die Hölle sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist in unserer Gesellschaft so sehr verpönt, außer man macht es mit Witzen und so. Aber eigentlich ist das genau, was Jesus sagt, ist die Hölle, dass man nicht bei Gott ist, dass man nicht in seiner Gegenwart ist und zwar bis in alle Ewigkeit getrennt von Gott. Und wenn ein Mensch diese frohe Botschaft hört und er will sie nicht annehmen, er will nicht mit Gott zusammen sein, dann ist das die freie Entscheidung, die jeder von uns hat und fällen darf. Das bedeutet aber auch die Hölle, quasi in Ewigkeit von Gott getrennt zu sein. Und das ist das, was Gott nicht will. Gott will genau das Gegenteil. Deshalb sendet uns ja Jesus, dass wir hingehen und allen diese frohe Nachricht bringen, dass möglichst viele Menschen diese hören und sich dafür entscheiden. Und ich glaube auch, das ist ganz wichtig, dass Gott uns Menschen nicht bevormundet. Das hat letztendlich sogar etwas mit seiner Liebe zu tun. Da bin ich fest überzeugt davon, weil wenn ich meine Kinder liebe, dann akzeptiere ich ihre Entscheidungen. Ich zwinge mich ihnen nicht auf. Gut, bis sie 16 sind oder so schon. Aber irgendwann nicht mehr, oder? Und wenn sie sich für etwas entscheiden, dann akzeptiere ich das. Ich nehme sie ernst. Ich erachte sie als würdig, dass sie selber Entscheidungen fällen dürfen. Und wäre es Liebe von Gott, frage ich mich, wenn er uns gegen unseren Willen zu etwas zwingt? Wäre es Liebe von Gott, wenn er unsere bewusste Entscheidung nicht akzeptiert und so tut, als wären wir nicht mündig? Im Gegenteil, er hat uns ja bewusst als sein Gegenüber geschaffen, als Menschen, die Entscheidungen fällen können und dürfen. Deshalb, wenn wir diesen Vers anschauen, diesen Auftrag, mit dem Jesus uns sendet, etwas ganz Ernsthaftiges. So dieser erste Teil, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wenn wir jemand zusprechen können, hey, Jesus hat dir vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Ich glaube, es gibt nichts Ehrlicheres, als dass wir auch zu dem stehen und das sagen können. Ich finde diesen ganzen Text
Unglaublich spannend. Jesus kommt da zu den Jüngern. Er begegnet ihnen, verängstigt, vielleicht zweifeln und er sendet sie mit der Kraft des Heiligen Geistes zum besten Auftrag, den es gibt. Er will sie brauchen dafür. Und die Jünger, viele von euch kennen die Bibel gut. Jesus ist dann später in den Himmel gegangen und sie haben sich wieder eingesperrt, bis der Heilige Geist dann am Pfingsten gekommen ist. Aber es zeigt mir etwas von dem Charakter von Gott. Er sendet auch uns heute seinen Geist, seine Kraft, damit wir hingehen können und seine Sendung wahrnehmen können. Und ich will dir das auch heute zusprechen. Es ist doch ein Privileg, dass Jesus dich sendet. Es ist etwas extrem Ehrenvolles. Es ist eigentlich der göttliche Auftrag, die göttliche Mission, die wir haben. Und ich möchte dir heute ganz speziell zusprechen. Jesus sendet dich. Ich habe 2 Leute gefragt, ob sie uns heute kurz erzählen, wie sie zum Glauben gekommen sind. Und dann auch noch mit der Frage dazu, wer hat Gott eigentlich gesendet? Zu dir, damit du zum Glauben gekommen bist. Weil, dass wir heute hier sitzen, wenn du an Jesus glaubst, dann hat Jesus jemanden zu dir gesandt, der dir von Jesus erzählt hat. Könnt ihr beide, Karl-Heinz und Bea, könnt ihr gleich nach vorne kommen und hier mit einem Platz Abstand mal in der ersten Reihe hinsitzen. Oder noch besser, Karl-Heinz, du kannst gleich hier nach vorne kommen zum Mikrofon. Ich glaube, es gibt nichts Ermutigenderes, als wenn wir einander auch erzählen können. Das war meine Frage an dich, wie bist du zum Glauben gekommen und wen hat Gott gesandt zu dir? Mikrofon, gut. Also als Bub bin ich ja in die Sonntagsschule gegangen, habe die biblischen Geschichten gehört, aber weiter hat mich das nicht berührt. Später habe ich dann auch andere Literaturen und Religionen angeschaut. Bin am Suchen gewesen. Dann nach der RS habe ich Maya, meine zukünftige Frau, kennengelernt. Sie war gläubig, ich nicht. Sie hat mich dann auch viel an christliche Anlässe mitgenommen. Sie war in der Jugendgruppe. Aber das hat mir alles auch nichts gesagt. Ich wollte nichts vom Glauben wissen. Ich habe gefunden, das brauche ich ja gar nicht. Ich kann sonst auch glücklich sein. Und obwohl dann einige Christen aus in ihrem Umfeld sie eigentlich gewarnt hat, mit einem ungläubigen Partner zu gehen, habe ich dann gleich sie geheiratet. Wir haben 4 Kinder bekommen. Und dann, nach 3,5 Jahren, ist etwas passiert. Dann ist der Maya, ihr jüngster Bruder, ist bei einem TÜV-Unfall tödlich verunglückt. Und durch das hat sie dann wieder vermehrt auch nach Gott gesucht und ist in einen Hauskreis gegangen von einer Kollegin. Und dort, der Mann von dem Hauskreis, der Walter, hat mich dann auch mitgenommen in die Gemeinde von ihnen. Wir sind dann zusammen in die Gemeinde gegangen und er hat immer wieder auch mit mir über den Glauben geredet und hat das probiert, aber ich bin noch nicht parat gewesen. Es hat nochmal 4 Jahre gedauert, bis es dann so weit war. Der Mann von der Kollegin, also die ganze Familie, ist dann in die Ferien in die Berge eine Woche gegangen und dann Maya hat gefragt, ob wir auch noch das Wochenende hochkommen können. Und dann ist das gegangen. In dieser Pension hat es noch Platz gehabt. Und dann am Abend dann hat er mit mir geredet, der Walter, und hat einfach etwa 2-3 Stunden haben wir uns in dem Esssaal unterhalten und er hat mir den Glauben erklärt, das Evangelium nochmal, wirklich alles gesagt. Und in dieser Zeit haben die Frauen dann in den Zimmern oben gebetet auch, das ist sicher auch noch wichtig. Und er hat dann immer mich gefragt, was hindert dich da eigentlich an Jesus zu glauben? Und es war einfach ein Kampf auch, weil der Widersacher von Gott, der Satan, der probiert natürlich nicht, dass wir zu Gott kommen. Aber am Schluss habe ich dann mit ihm zusammen im Gebet das Leben Jesus übergeben. Und mit der Bekehrung kommen wir den Heiligen Geist über, wie wir gehört haben in der Predigt. Und eigentlich habe ich nachher die Bibel verstanden. Das Wort von Gott ist mir nachher klar geworden. Das, was ich vorher nicht begriffen habe, das ist nachher wirklich eingetroffen.
Und dann ist auch noch ein Wunder passiert. Ich habe 15 Jahre lang eigentlich geraucht gehabt und von dem Moment an habe ich überhaupt kein Verlangen mehr gehabt. Also es war wirklich weg gewesen. Also wenn man weiss, ja, was Süchte sind, wenn wir davon wegkommen, ist das sicher ein Wunder gewesen, das ich erleben durfte. Und eben, das ist eigentlich nur möglich geworden, weil ein Gott einen Menschen geschickt hat, der mit mir geredet hat über das Evangelium und mit mir über den Glauben geredet hat. Und wahrscheinlich ohne die Person wäre ich wahrscheinlich nicht zum Glauben gekommen. Also es hat jemanden gebraucht und mich musste begleiten und ein bisschen einen Schubs geben. Und anschliessend sind wir dann auch da in einer christlichen Gemeinde, haben wir Anschluss gesucht, dann sind wir da, die FEG Embry, haben wir dann den Weg gefunden. Und dann, als die erste Taufe war da in der Gemeinde, an der Dös, haben wir dann uns auch taufen lassen. Als Bekenntnis auch, dass wir an Jesus glauben und mit ihm aus Abtauchen gestorben sind und aus Auftauchen wieder auferstanden sind. Es gibt ja in dieser Gemeinde auch wieder Taufe dann. Das Jahr, wenn das noch nicht gemacht hat, wäre eine Gelegenheit dazu. Und seit der Gründung sind wir eigentlich jetzt da dabei, dieser Gemeinde, und haben immer wirklich Gottes Wort klar hören. Also es ist wirklich schön, dass wir da auch in dieser Gemeinde dabei sind. Wir sind wirklich dankbar, dass wir da zu dieser Gemeinde gehören. Danke vielmals, Karl-Heinz. Darf ich dich auch gleich bitten, Bea? Also du darfst auch Schweizerdeutsch. Ich habe auch Bea dieselben Fragen gestellt. Genau. Ja, als der Philemon mich gefragt hat, habe ich gedacht, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, das waren meine Eltern und dann wäre es das eigentlich gewesen. Ich glaube, ich muss da nicht gross etwas dazu sagen. Und nachher habe ich dann schon ein bisschen angefangen und habe ich gemerkt, nein, mal, das gibt da noch etwas. Und ja, mein Leben ist weitergegangen, ich bin grösser geworden, ich bin ausgezogen, ich habe in St. Gallen oben gelebt und etwa vor 15, 16 Jahren bin ich in eine Krise gekommen. Ich hatte hier Freunde vom Rock'n'Roll, die auch gläubig waren, die in eine EMK gegangen sind. Und mit Iris hatte ich immer ganz viele gute Gespräche gehabt und sie hat meine Situation gekannt. Und dann hat sie mich einmal eingeladen an den Tag-Gottesdienst. Also ich musste ihr übrigens anrufen, weil ich nicht mehr genau gewusst habe, was es für ein Vortrag war. Wir haben es dann herausgefunden, und zwar ist es vom Halleluja-Jokes. Ich weiss nicht, ob ihr den kennt oder vielleicht auch schon gehört habt. Der war Zuhälter und ist ins Gefängnis gekommen und ist dort zum Glauben gekommen und ist nachher Pastor geworden. Ja, die Geschichte die hat mich so berührt und hat einfach mich so zum Denken angeregt. Ich weiss, wir sind dann dort gestanden und er sagt, wenn irgendjemand da rein ist, der umkehren oder zu Gott kommen, kommt doch führen. Und mich hat das richtig, es hat mich geschüttelt, es sind mir Tränen runtergelaufen, ich habe gezittert und ich habe mich nicht getraut, zum Führen zu gehen. Ich bin da gestanden und habe einfach, ich habe nicht gehen können. Und dann schaut mich Iris an, nimmt mich an der Hand und sagt, ich komme mit. Und dann sind wir zusammen dort führen gegangen und das war für mich so wie der Moment, wo ich gewusst habe, hey, stopp, ich muss wieder umkehren. Ich habe mein Leben vorher nicht nach Gott ausgerichtet. Ich habe zwar immer gesagt, ja, im Herzen weiss ich schon, wodurch. Aber ich habe mein Leben nicht danach gelebt. Und das war der Punkt, der mich dazu bewegte, um wirklich wieder umzukehren und zu sagen, hey, nein, stopp, ich muss umkehren, ich muss Gott wieder mehr in mein Leben hineinlassen. Und dann ist wirklich der Weg anders gelaufen. Ich habe mir dann eine Gemeinde gesucht, bin dann nachher in die Stamm gegangen, in St. Gallen, habe dort auch viele neue Freunde kennengelernt, gläubige Leute, wo wir können Freundschaften aufbauen und so weiter. Und was ich gemerkt habe, ist, und dieser Satz der bleibt mir bis heute noch. Wenn man den Glauben nicht lebt, dann kann man ihn nicht erleben. Und das ist das, was mich einfach so bis heute immer noch sehr, sehr fest begleitet. Und ich war in der Stamm, ich hatte Freunde, unter anderem auch Dufners, Michi und Manu Dufner. Der Michi hat mich einmal gefragt, hey, kommst du mit uns ins Herbstcamp? Wir brauchen noch eine Fahrerin. Ich ja, ist gut, super. Ich hatte hier die grössere Prüfung noch gehabt, und es war wirklich ein Büsschen mit Anhänger und allem drum und dran und ein Haufen Jugendliche drin. Und ja, ich bin dann mitgefahren und haben wir 2 Wochen in Kroatien wirklich wunderbare Jugendferien dürfen erleben. Und dann war einmal das Thema,
wie redet Gott zu einem. Und es gibt so viele verschiedene Arten, wie Gott zu einem redet. Er redet durch die Bibel, durch den Vers, er redet durch Gespräche mit Freunden, er redet durch Worship, er redet durch Stille, er redet im Gebet, einen Haufen andere Sachen. Und ich bin einfach mal ruhig geworden und dann macht es, lass dich taufen. Dann habe ich gedacht, ja, also ich bin ja mit 13 schon mal getauft worden, also ja, einmal und dann war es gewesen, oder? Und dann nachher habe ich das auch so gesagt, ja, nein, ich glaube nicht. Und ja, dann bin ich weiter still gewesen. Dann ist es wieder gekommen, lass dich taufen. Dann habe ich so gedacht, ja, also wenn das zweimal kommt, dann muss ich dem schon ein bisschen nachgehen. Ich bin dann auch zu dem Manu gegangen, wir haben dann über das geredet. Und dann war wirklich der Entscheid, jetzt lasse ich mich noch mal taufen. Und ja, das war vor 14 Jahren. Habe ich mich mit dem Lied, das mir schon als Kind eigentlich immer ganz viel bedeutet hat, «Meine Zeit steht in deinen Händen», habe ich mich in Kroatien im Sonnenuntergang noch mal taufen lassen. Vielen, vielen Dank. Danke euch beiden auch für euren Mut, hier nach vorne zu kommen und auch zu den Leuten in den Stuben zu Hause zu sprechen und so etwas Persönliches zu erzählen. Mich ermutigt das immer extrem, wenn ich sehe, wie Gott Menschen sendet und wie das Herzen bewegt und wie Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen und sagen, ja doch, mit diesem Jesus gehe ich vorwärts. Du bist auch gesandt. Du bist auch gesandt zum Menschen hin. Und wir möchten zusammen beten. Und ich möchte dir diese Sendung zusprechen. Lass uns doch zusammen aufstehen. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du jetzt bist, ob du sagst, ja doch, ich will mich senden lassen. Vielleicht kannst du als Zeichen dazu einfach deine Hände auch offen vor Gott hinhalten und sagen, ja, ich empfange meine Sendung, ich nehme sie hin und ich lasse mich senden dorthin, wo du willst, Jesus. Und wenn du unsicher bist, wenn du kritisch bist, überlegst dir nochmals, frage Jesus, wie meinst du das? Wohin sendest du mich überhaupt? Wie sollte das ausschauen? Lerne Jesus besser kennen. Aber ich will dich ermutigen, lasse dich senden. Danke vielmals, Jesus Christus, dass du in unserer Mitte bist, dass du zu uns kommst und dass du uns als würdig erachtest, gesendet zu werden mit dem besten Auftrag, den es gibt. Und Jesus spricht dir zu, du bist gesendet. Du bist gesendet zu deinen Nächsten, zu den Menschen in deinem Umfeld. Und ich gebe dir den Heiligen Geist dazu. Du musst es nicht alleine schaffen, sondern die Kraft des Geistes wirkt durch dich, dass Herzen verändert werden. Und Jesus, wir bitten dich, schenke uns offene Augen und offene Ohren, dorthin zu gehen, wo du willst. Amen. Vielleicht fragst du dich ja, wie sieht das aus? Wir haben 2 Beispiele gehört. Vielleicht heißt das einfach deine Sendung, dass du jemanden an der Hand nimmst und ihn begleitest, mal nach vorne ans Kreuz zu gehen. Vielleicht bedeutet die Sendung, dass du mit jemandem in der Pension sitzt, 2 Stunden am Abend und mit ihm redest und fragst, hey, was hindert dich eigentlich? Was hindert dich? Vielleicht bedeutet das, dass du im Zimmer oben sitzt und betest, dass das Herz aufgehen mag von jemand anderem. Das Beste, was wir machen können, ist, dass wir einfach unsere 2 Hände nehmen und das machen, was Gott uns gegeben hat, was wir gut können. Dass wir sie falten und sagen, wir beten. Wir beten für die Menschen, die Jesus noch nicht so gut kennen. Und beten, dass sie doch auch diesen Jesus kennenlernen dürfen. Oder dass du deine Hände nimmst, vielleicht kannst du gut kochen und sagst, ich koche, ich lade jemanden ein und wir können Zeit verbringen. Oder dass du einen Flyer nimmst. Ich habe heute schon für nach den Sommerferien diese Alpha Life Flyer hingelegt. Ich will dich ermutigen, nimm den mit in deine Tasche und wenn du spürst, jetzt ist einfach dran, jemanden einzuladen. Vielleicht ist das das Einfachste, einfach einladen. Es ist ja ganz spannend, wie Jesus auch das Gleichnis erzählt in Lukas 14, dass wir einfach einladen dürfen zu diesem großen Festmahl bei Gott. Das ist eine gute Möglichkeit. Vielleicht hast du auch ganz andere Möglichkeiten. Vielleicht kannst du ganz andere Dinge mit deinen Händen tun. Aber Jesus hat dir etwas gegeben, mit dem du seine Sendung ausführen kannst. Und ich will dich ermutigen, wage den nächsten Schritt und
Nehmen wir uns noch eine Minute Zeit, bevor wir zum Lobpreis gehen, um bewusst hinzuhören. Nimm dir eine Minute Zeit, zu wem sendet dich Gott? Vielleicht will dir Gott jetzt gerade in diesem Moment einen Namen aufs Herz legen. Nimm dir eine Minute Zeit. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.